Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Plasteringenieur. Und da sind wir wieder am digitalen Zeichenbrettle. Und ja, wie beim letzten Mal besprochen, müssen wir jetzt das Schieberle korrigieren. Da hab ich jetzt, das habe ich jetzt so positioniert, wie das wirklich, also im 3D-Druck der Ding, im 3D-Druck der Prototyp Nummer 2 da so ist. Und ich habe dann versucht, das da nachzuvollziehen. Da seht ihr jetzt, da haben sich ein bisschen Überlappungen ergeben. Und jetzt habe ich dann gerade so die Toleranzen von der Schraube und alles ein bisschen ausgelotet. Und dann geht's gerade so, dass das irgendwie am Modell, am digitalen Modell mit dem realen Modell übereinstimmt. Also das, der war eine wilde Geschichte. Aber, und ich will ja ein bisschen Ausblick auch noch geben, bevor wir jetzt da ganz so in Tiefe. Heute gibt's richtig Stückzahl. Also, ihr seht ja, das Video ist 13 Minuten 30 lang. Das habe ich extra so gemacht, weil ich es witzig fand. Also, das müsst ihr jetzt kein tieferer Sinn dahinter verstehen. Sehr oder so. Aber, ja, wir machen in der Zeit nicht bloß das Schieberle. Also, das ist schnell erledigt. Und das habe ich sogar, während ich das ganze Video gemacht habe, das habe ich schon ausgedruckt. Und da habe ich herausgefunden, das ist der Hauptgrund, warum das so weit vorne ist. Wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, müssen wir das Magazin nur ändern. Aber ich habe schon rausgedruckt, das kann ich vorwegnehmen. Es geht gerade so, das, was wir dann machen. Dann machen wir jetzt da noch den Schnitt. Und dann ziehen wir da vorne noch das Stückle hoch, aber ja, langfristig, das ist nicht besonders stabil. Das seht ihr schon. Hey, naja, das ist nicht so besonders stabil. Und da habe ich jetzt, deswegen hat's hat der Schieber die Pfeile auf der anderen Seite immer blockiert. Und ja, das seht ihr jetzt schon. Ich hab's benannt, das ist der Motordummy. Das heißt, wir machen heute einen eigenen Käfig. Und als erstes bilden wir mal die Motoren, die wir verbauen wollten, nach. Also so ganz grob, da geht's nur um die grobe Form, dass wir das nachher über den Modifier und wie heißt das Boolean, dass man das aus dem Block rausschneiden können quasi. Also quasi so ein Motordummy einsetzen können, der in etwa die Maße hat vom Original. Und ja, das habe ich auch schon ausgedruckt. Das bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das ist ein bisschen, ja, das wird wahrscheinlich eine lockere Sache, weil das nennt sich, glaube ich, Crush, wenn die Zahnrädler, die Schwungrädler nah beieinander sind, dann haben die einen hohen Crush oder wie auch immer das da so auf Neudeutsch heißt. Und ja, das ist ein bisschen eine entspannte Geschichte. Also, ich erwarte da jetzt nicht wahnsinnig viel Leistung davon. Aber jetzt machen wir erstmal Schwungrädler. Das, und das ist ja, gut, das Schwungrädler, das Käfig, das kann ich ja vorwegnehmen. Das dauert 3-4 Stunden, irgendwas da dazwischen, um das auszudrucken. Das ist jetzt nicht gerade so mal geschwind gemacht. Und ich habe da alles mit so, habe ein glattes Schwungrädle gemacht und ich habe alles mit so geriffelt. Und das ist ja alles noch ein bisschen simpel, weil muss mich ja nicht verkünsteln, wenn ich noch nicht rausgefunden habe, ob es prinzipiell geht. Ich meine, da kann man immer noch, das kann man schräg machen und da kann man sich überlegen und man kann auch mal, ich habe auch noch von Werker so ein Schwungrädlerskäfig da sind die Motoren schräg positioniert und beide gegeneinander, sodass das eine Schwungrädle ein bisschen nach oben dreht und das andere ein bisschen nach unten, oder, ja, wir schauen uns das irgendwann mal an, das bauen wir wahrscheinlich in die Evader ein, bin mir aber noch nicht sicher. Und das ist, glaube ich, damit das Pfeile sich dreht, also, dass es nach vorne geschossen wird, aber auch sich gleichzeitig noch ein bisschen um die eigene Achse dreht und dann halt möglichst stabil durch die Luft fliegt. Und ja, da war ich ein bisschen zu vorsichtig. Das ist ein bisschen entspanntes Käfig, aber das ist okay. Das finden wir nächstes Mal beim nächsten oder beim übernächsten Video finden wir das raus. Also, weiß nicht, ob wir das nächste Mal noch, ob ich mir das Auto will in der Stampede weitermachen oder ob wir gleich in den Blaster, wobei ja der Druck dauert ein bisschen. Das seht ihr jetzt, meine, da haben wir es, so einer den Schieber, der ist eine Stunde oder sowas und dann aber
ja, der Schwungrädlerskäfig, dann die ganze Schwungrädler. Gut, die Schwungrädler dauert, glaube ich, jeweils bloß eine halbe Stunde oder so, aber das sind halt 4 davon. Und ihr seht schon, da seht ihr es jetzt gerade an dem Bild. Also da sparen wir uns schon einiges an Bräute. Meine Länge ist gleich, da hab ich nichts gedacht. Ihr seht, man hätte jetzt da die Schnittstelle zu dem Verschluss, hätte man in den Schwungrädlerskäfig integrieren können. Hätte man machen können. Schauen wir uns an, ob das clever gewesen wäre. Dann machen wir Aussparungen, dass wir mit der N3 Gewindestange durch können. Also, bisher. Das ist noch nicht das Beste, aber das funktioniert. Hat beim anderen Käfig auch funktioniert. Jetzt da seht ihr das mit dem Modifier da, mit dem Boolean, und dann kann man da zack weg und da sind da Löcher drin. Das ist schon ganz praktisch. Das hätte ich früher wissen sollen, aber ja. Bin ich mal gespannt. Also ich bin echt gespannt, ob das funktioniert, aber dafür muss ich halt alles mal drucken und dann hocken wir uns zusammen. Aber das nächste Mal machen wir ein bisschen was anderes wieder. Ich brauche da ein bisschen Abwechslung. Ja, und jetzt da noch Haufen modifizieren damit. Weil das Set, das haben wir das noch, glaub, mit den Schwungrädlern nochmal näher nachkommen ins Magazin. Also das dürfte jetzt voll helfen. Wenn das Ganze genug Kraft hat, aber ja, so ein Schwungrädlerskäfig, wenn nicht, mache ich da ein paar Versuche und dann ändern wir das. Das fängt man alles raus, wie das dann nachher Gott und was man da so machen muss. Und ihr lernt das dann auch. Da könnt ihr aus meinen Fehlern lernen, deswegen ist es immer ganz gut, wenn ihr da fleißig aufpasst und mitschreibt. Mitschreiben, ganz wichtig. Na, Spaß. Könnt ihr euch immer wieder anschauen, wenn ihr da irgendwann mal denkt, das habe ich, glaube in dem Video gesehen, dann guckt man sich das nochmal an. Guck meine Videos manchmal auch an, wenn ich mir überlege, ja, was habe ich jetzt an dem Blaster alles gemacht? Und dann gucke ich mir an und sage, ja gut, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und hat den Akku verbaut und die Schwungrädler oder da die. Gut, mit der Feder ist ein bisschen komplizierter. Die sieht man, da weiß ich immer nicht, welche Feder drin. Gut, wobei ich erzähle sie dann passt's. Aber manchmal habe ich jetzt einen Stapel voll Federn zu Hause rumliegen und man denkt, ja, was ist jetzt welche? Ist egal, das ist egal. Das sind dann Dinge, das probieren wir dann irgendwann mal in einem Video, wenn wir irgendeinen Blaster modifizieren wollen. Oder probieren wir halt die Federn durch und dann haben wir ein spannendes Video mit unterschiedlichen Federn. Und ich habe ein bisschen was zum Schrauben. So, jetzt machen wir, bevor wir da noch beim Schwungrädlersblästerle über Federle redet, machen wir da noch das Halterle. Und ihr seht, das wird eine luftige Geschichte. Ich habe gedacht, das lassen wir seitlich offen. Weil ich will da möglichst viel Platz haben für Verkleidung und da viel Freiheit und nicht irgendwie mit dem Gehäuse schon Platz verschwenden. Und das seht ihr, das ist jetzt schon recht kompakt. Also, und ich denke, wenn wir die Motorler noch ein bisschen näher zusammenkriegen, vielleicht können wir dann ein bisschen Platz einsparen, das sehen wir dann. Aber das seht ihr mal, das vorherige, das hat mir einfach nicht gefallen, das hat mir keine Ruhe gelassen und deswegen habe ich gedacht, das packen wir jetzt heute an. Eigentlich gestern, weil heute mache ich bloß den Ton dazu, aber ja, das packen wir jetzt an, so ist richtig formuliert. Immer ein bisschen komisch, wenn man Kommentare danach reinspricht, aber sonst hätte nur Blödsinn dabei rauskommen, wenn ich das währenddessen machen hätte und das wäre, glaub, ein Rieseneck, das zu editieren. Und so kann ich dann währenddessen ein bisschen was anschauen, ein bisschen was anhören, ein bisschen Vorträge oder Zeugs oder was halt so. Oder ein bisschen Serie, was halt so über den Weg läuft. Und dann ist das ganz, ganz entspannt. Ein bisschen Punkte hin und her spielen. Ja, habe ich probiert, das da ein bisschen Fleisch reinzukriegen, damit es stabiler wird, aber ja gut. Ich kann euch verraten, ich habe noch kleine Änderungen durchgeführt, bevor ich das einen Druck gegeben habe.
da unten, das, wo ihr gerade gesehen habt, dass ich da die Ecke rausmachen wollte, oder noch machen wollte, das habe ich aufgefüllt bis zum Käfig, dass der Käfig stabil da aufsitzt. So ist die Idee. Ja, jetzt machen wir da noch die Schnittstelle und das ist mir auch noch eingefallen, das hätte man eigentlich gleich in den Käfig integrieren können, da hätte man sich die vordere Wand sparen können. Ich denke, das will ich noch probieren. Aber dann, oder das ist halt eine Option später, wenn man vielleicht irgendwann mal das Ganze kompakter bauen will. Wobei, so richtige Pistole oder aus dem Blasterle sowieso nicht, weil, ja, dafür ist das einfach, das Magazin schon völlig falsch konstruiert. Also von daher, aber kann ja sein, dass man irgendwann mal andere Blasterle machen und da die Teile dafür weiter verwenden wollen oder zumindest ja, teilweise, also da kann man, ich meine, so eine Schnittstelle, das kann man bei jedem Blaster vorstellen, dass man das brauchen kennt. Und ich hätte ja gern auch mal, ich hätte ja gern einen Blaster machen, dann auch als nächstes, einfach so als Abwechslung mit Federle. Das habe ich noch keine Idee dafür, was man da besonders machen können. Aber einfach ein Blasterle mit Federle. Irgendwie sowas, das tät mich reizen. Und jetzt machen wir da noch, seht ihr, die Schraube machen wir da auch ein Dummy, dass man das, also das habe ich beim letzten Modell einfach ein bisschen arg hemdsärmlich gemacht und das mag der Slicer dann immer nicht so und ja, das ist unnötig kompliziert gewesen. Und so setzt man das einfach an, zack, quasi reinschneiden. Und das machen wir auf der anderen Seite auch und da integrieren wir gleich die Mutter. Wobei das noch nicht weiß, das hängt ja nachher davon ab, wenn man das mit Design macht. Wobei das kann sein, dass ich das Designzeugs dann an der Stelle einfach aufklebe und auf der anderen Seite lassen wir ein Loch für die Schraube frei. Und das machen wir dann einfach so. Und dann dann muss die Mutter da schon sauber drin sitzen. Und dann ist die quasi wie im Kunststoff drin. Aber das als nächstes, wenn das jetzt alles klappt, also dann machen wir als nächstes die Schulterstütze mit integriertem Batteriefach. Und dann kann es sein, dass man da das Schieberle noch mal ein bisschen, also dass man den Handgriff noch ein bisschen modifiziert, bevor man uns dann ums Design kümmert. Weil der Handgriff ist schon nicht ganz ideal. Also wenn man da mit dem Mittelfinger den Trigger betätigen will, ist es gut. Wenn man das mit dem Zeigefinger machen will, ist ein bisschen kurz vor meiner Hand. Und da kann es sein, dass ich das dann nochmal modifiziere und das dann nochmal ausdruck. Oder ich schieße bei dem Blaster mit dem Mittelfinger, weil das ist auch so Drucker, das dauert eine halbe Ewigkeit. Aber ja, irgendwann packen wir es an. Aber ist nach dem anderen. Aber ja, da sind wir jetzt schon fast am Ende. Ihr seht, halt ein riesen Fortschritt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Beisteln. Euer Blaster-Ingenieur.